Ekran! Ekranen geef dich op, als wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat je vandaag waar je bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik zit hier in Brazil. En ik ben Curitiba nu krijg met pastor Arno Paulstop. Welkom hier in het programma. Dankeschön. We zijn in een ganz bijzondere tijd nu krijg, wo we daar kunnen doen als ganze Welt. Wat heb ik nog niemand erlebt en ik geloof du ook nog niet. No. Dat is dat. Het zien niet zoveel eilen als toe. Oké. Dat is dat du hast dus een virus en dat heb je nu al alle 100.000 Mal gehoord. Dat brauchen we niet nog lang erklären. Dus das coronavirus, het COVID-19 en de ganze Welt richt zich scheinbar sehr ab. Nu is er eine Frage für uns Christen. Wo können wir Christen in deze tijd beten? Dat is wat ik en ik glaube viele andere weten willen voor jou. Oké, dankzij Eduard het mij zeer schijn om met die te zijn. En die het mij schijn ook met die te zijn. Het net wel een beetje van de Bijbel lezen. Wat we, zoals we dat zijn in deze tijd, wel zullen we beten. Manche vrienden, manche christen, andere pastoren sogar, die zeiden mij en die scheiden mij, dit is een vers van 2 Chronica, kapitel 7, een vers 14. En zeiden mij, dit is wat we beten moeten. En het wil dit lezen en het wil hier een vraag stellen. De Bijbel zegt ons op deze vers zo. En mijn volk, wo mijn Namen genannt is, zich deimutjen wordt, dat zij beten en mijn jijn woord zetten, en zich niet opmaken, en van dat bijze loten, dan wil ik dat gebed van Himmel erhieren, en er zinde vergeven, en ook den schoden im land vader heilen. Viele vrienden scheiden mij deze vers, pastor, dit is wat we beten moeten. De lieve God is zeer dol, we zijn zo'n zeer grote zonde, en dat wens is nu alles dit op ons gekomen. Alles dit op, en dat heeft de lieve God gescheid. En dan moeten zo en zoveel duizenden mensen sterven, en we moeten dat groot zo aannemen. En wanneer we dan waar de gouden weg gaan, dan wordt het waar dat beter worden. Okay. Maar, wanneer man goed oppast wat hier geschreven is, en de tijd wat we leven, dan wil we zijn dat het is een beetje anders. Eerstens, we leven na Jezus zijn offer, nadat hij voor ons gestorven is, nadat hij voor ons opgestaan is, nadat dat de Heilige Geest gekomen is. Tempo da graça. Dat is de tijd van de genade waar we nu leven. We leven in de tijd van de genade. En wanneer het zei, de Bijbel zegt, wanneer mijn volk mij beten dit. Eerstens, du bist niet meer een volk. Du bist nur een kind Gottes. Dat is het eerste zeer wichtig. Pas zei je dan nou op? Manchmal, onze vriend van onze ziel aan zoveel druk trekken. En we veilen ons als een volk, waar onze God zo zeer wijd is. En we moeten zeer schöne Sachen maken, damit hij ons leeft. En nu moeten we ons alle op het knieën schmieden. En dat is gewezen. Jezus heeft een prijs getold voor die, voor mij, voor ons. Also, eerstens, we zijn niet meer volk. We zijn nu kinderen Gottes. Oké, nu zit een kind Gottes. En dan zegt de Bijbel, oké, wanneer je dan goud maakt, dan wordt je beter hier. Maar het is niet gerecht, wanneer dat wat ik maak. Vandaag en dag, in de tijd van de genade, het is gerecht, wanneer dat wat Jezus gemaakt heeft. Wat hij Jezus gemaakt heeft. Dat meint, hij heeft al de prijs getold. En wat hij nog zei, ganz tussen coronavirus, tussen COVID, dat komt op geen volle van onze God. Dat is van onze vriend. En waarom kan je dat ganz klar zijn? Herr Jezus, als hij starf om Kreuz, hij starft om ons rode, onze zeil en onze scherpen, damit we gezond worden. Dan vraag ik u, dat heeft geen zin.
Wo ist das möglich? Jesus starb, damit wir gesund worden, und nu wordt ons voordat wordt scheidt, damit wir krank worden. Das ist unmöglich, das stimmt nicht. Also, das ist sehr wichtig, dass wir weiter, dass diese Krankheit, das ist nicht das Wille Gottes. Das ist von unserem Feind. Und wenn ich das klar weiß, dann bin ich viel sicherer. Yes. Wie ich kann so beten am Zweifel. Ich weiß nicht, vielleicht will der lieber Gott. Nee, lieber Gott, wann du willst, dann macht uns gesund. Nee. Jesus hat uns alle gesund gemacht. Und wir können nun mit ganzer Confiança, Sicherheit beten. Und die Bibel sagt uns in Tiago 4,7, das ist Jakobus 4,7, da sagt die Bibel sonst so, ich habe das hier, ich habe ein bisschen auf der Bibel und ich habe ein Fundament mit Schwindelung. Die Bibel sagt uns so, in Jakobus 4,7, also, euer Staltjund Gott, Staltjund jen den Beisen Find, dann wird er von uns verschwingen. Die Bibel sagt uns, gerade was wir machen. Wir machen uns jens unseren Find stellen. Temos que resistir ao diabo. Wir machen, ja, uns den Beisen Find jen stellen, einfach den nicht verweichen lassen, den Break, würde wir auch sagen. So ist es. Zum Beispiel, besten Dienhaus hast du irgendwie mit Covid-19. Wo warst du beten? Lieber Gott, wann du willst, weil wir sind doch sowieso Sünder. Nee. Du wirst jetzt den Find stellen und du wirst den Weisheit, so die Bibel uns sagt, wie sie es auf den Preis geteilt. Und die Bibel verspricht uns, und er wird von uns verschwingen. Du brauchst nicht davon leiden, deine Geschwister brauchen nicht davon leiden, und so ist, wo wir beten. Mit Sicherheit, dass wir Gott seine Kinder sind, wir haben einen Find, und wir wissen ganz genau, dass Herr Jesus auf den Preis geteilt. Und wir brauchen nicht ohne das leiden. Und so beten wir für unsere Familie, unsere Church, unsere Stadt, unser Land und unser Dorf. Und das ist, wo ich das ganz klar sage. Sehr schön hier diese Erklärung, wenn viele von uns, wir fingen dann einmal ein Bibelvers, nu fällt wir uns so schuldig und wir haben uns so eine große Schuld abgelegt, was gar nicht unser ist. Und das merkt uns, dass wir, ich sage, viele Menschen, die sind so gelähmt. Die können nicht verweichen, die weiten nicht aus der Bedesaal, die weiten nicht aus der Nicht-Bedesaal, die weiten nicht, wo sie handeln sollen in dieser Zeit, wenn sie haben keine Ahnung, was sie reich glauben von das Ganze. Und mir haupt, dass sie ja hinein zu gehen und das mit einer anderen Sicht zu sein. So, wo sollen wir uns als Christen in dieser Zeit verhalten? Oder wo sollen wir uns benehmen? Was sollen wir tun? Erstens, ganz klar haben, dass du ein Gotteskind bist. Du bist ein Kind. Er liebt dich. Und mit ganzer Sicherheit beten und wieder predigen, so wie hier tun. Diese ganze Zeit, wir sind immer noch auf der Gas, predigen das Evangelium. Viele Menschen bekehren sich. Ich verteile laatst mit anderen Pastoren. Und ich glaube, das ist eine von der besten Zeiten, die wir haben. Wie die Horte von den Menschen sind so weich. Und das ist gerade die rechte Zeit, um das Wort Gottes verstehen. Und das ist immer so gewesen. Manche Sachen, was passieren, man denkt so, nu hat der Gott verloren. Nu hat uns Find gewonnen. Das ist nicht so. Nur ist gerade die Zeit, wo so viele Menschen sich bekehren. Und man kann dort ein Telefon machen oder persönlich, es sind verschiedene Wege. Ja? Aber so du kannst, das ist die beste Zeit, dat het Evangelium predigt. De gouden Nachricht vom Evangelium. Sehr schön, Pastor Arno. Und wie hat nu je verteld, wo wir können für diese Zeit beten, oder wo wir in diese Zeit beten können. Und mein Vorschlag würde sein, wenn Wort, weil wir das nicht anwenden, was wir gerade gesagt haben. Wenn Wort, weil wir nicht beten. Und dort Menschen mit uns taub mitbeten können. Ich glaube, das ist eine Zeit, wo wir als Christen von weitem bereit und dann von der Kirche, wir sind, dass wir taub kommen. Und dort wir anfangen, das ist hier erzählt, dass wir den Teufel jeden anstehen und abholen. Und ich glaube, das haben wir taub tun. Und ich glaube, kriegst du, wo du nicht bist, und wie hier, weil wir das taub tun, dann würde ich einladen, weil wir beten. Dan word je aber wat verschlossen. Okay. Wir reden von Brasilien. Okay. Ich rede Portugiesisch. Okay. Ich war mir manchmal meest offen mit meinem Plattdeutsch, aber das wird immer besser. Ich war dann auf Portugiesisch später und du kannst dann übersetzen. Kann das sein? Okay, das kann sein. Und dann habe ich auch eine Ahnung, wo die Menschen dort in Brasilien beten.
Ok? Ok? Tiva de boca? Tchau, está. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por esse dia. Lieber Vater, vielen Dank für diesen Tag. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra na cruz do Calvário. Vielen Dank für die, was du getan hast für uns am Kreuz. Obrigado, Espírito Santo, porque habitas em nós. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du in uns wohnst. Obrigado porque somos novas criaturas. Dankeschön, dass wir keine neue Kinder sind. Obrigado, Senhor, porque pagaste o preço pelos nossos pecados Dankeschön, dass du den Preis für unsere Sünden all bezahlt e hast. para a nossa cura. Und dass wir keine geheilt sind. Portanto, nessa hora, Da wir uns beten wie in dieser Stunde. eu repreendo, Je bei den Feind. eu resisto Und widerstehe den Feind. toda obra de espíritos de enfermidade, Alle Gäste von Krankheit wird ab uns sind. toda obra de espíritos de morte Alle Gäste von Tod. que vem contra o meu ouvinte, Wat nu krijgt je ons komen e especificamente com esse vírus, En nu krijgt we diesen Virus. do coronavírus. Wenn es ein Coronavirus. Em nome de Jesus, In de naam van eu Jesus te Christus. repreendo. Zei ik die moet terug. Em nome de Jesus, In Jezus zijn eu naam. ministro cura para essa pessoa, Bid ik over gezondheid voor deze persoon. alívio Dat ze kunnen erleichterd zijn. e chamo à existência En ik roep dat dat kan nu a passeren. cura que há no nome de Jesus Die gezondheid wat in naam Jezus Christus para essa is. pessoa Dat hij voor deze persoon e kan para essa komen. família. En voor deze que familie nos kan ouve. komen. Wat nu aan het hart. Abençoo cada lar, Je zijn jeder hem. cada família, Jeder com familie. plena paz En dat ze keine vollständige Com Frieden cura. haben. En dat ze keine Gesundheit haben. e saúde plena, In ganz volle em nome de Jesus. Gesundheit haben im Namen Jesus Christus. Amen. 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 Vielen Dank, Pastor Arno, für Mitwirken. Dankeschön für diese feine Erklärung. Mag Gott die hier segnen. Ich bete für Bolivien, das ist mein Gebet. Und für die ganze Welt. Und dann von wo die uns hier ist. Vertwijfel nicht, ran Gott und waar stoot in die will, hij will die helpen, hij will die gezond houden im Namen Jesus Christus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tchau. Dankeschön, dass du von der Auto dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.